Oh, herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Willkommen zurück zu einem erneuten Laber-Video auf dem Zweikanal. Ich mache das so jedes halbe Jahr, wo ich so ein bisschen erkläre, was war, wie es ist und was kommen wird, wo ich einfach so ein bisschen erzähle, wie gerade die Situation ist. Und ich wollte das wieder mal machen, weil das letzte jetzt schon ein halbes Jahr her ist. Und ich einfach das Bedürfnis hatte, euch einfach wieder ein bisschen Shit zu erzählen für die Leute, die jetzt nicht die ganze Zeit in den Streams sind oder mich so krass verfolgen. Ich glaube, für die Leute ist dieses Video ganz, ganz geil. Ist ein One-Take, werde ich nicht schneiden. Ich werde einfach ein bisschen labern, auf ganz, ganz chillig. Wir haben jetzt heute den 24. Januar 2023. Ich hatte am 16. Januar Geburtstag. Vielen Dank an alle Glückwünsche. Ich wurde 24 Jahre alt. Ich fühle mich schon sehr erwachsen. Ich muss sagen, 24 ist erwachsener als 23, aber irgendwann muss man ja erwachsen werden, I guess. Und erwachsen werden ist auch ein großes Thema. Bevor ich zu dem komme, weil das ist wirklich die größte Veränderung, noch ganz kurz über das Kitzbühel-Ding wollte ich noch reden. Ich bin gestern von Kitzbühel nach Hause gekommen und es war wieder, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es war so krass. Es war ja eine Kooperation mit Kitzbühel, eigentlich nur für 2 TikToks. Ich glaube, ich habe 4 TikToks gemacht, ein YouTube-Video, ein paar auf dem zweiten TikTok-Kanal, der von unserem Cutter gemacht wird, Milo Totoro. Wir laden dort auf keinen Fall selber die Videos hoch. Es war auf jeden Fall geisteskrank. Vielen Dank an alle Leute, die es im Fernsehen gesehen haben, mir geschrieben haben. Vielen Dank an das Hahnkammrennen für die Einladung. Dieses Rennen, das war ja im letzten Jahr schon so krass und dieses Jahr wieder, weil ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen nervös, wenn etwas schon so krass war im letzten Jahr, gerade was die Videos anging, und dann muss man das irgendwie wiederholen, aber hat relativ gut geklappt und ja, die Videos, das ist wirklich krass, wie das Ganze abgeht, hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Ich finde allgemein, ich glaube bei euch und auf meinen Kanälen kommt Content im Schnee allgemein immer gut an, sei es auf TikTok, auf dem Hauptkanal, liegt glaube ich auch daran, dass ich mich einfach extrem wohlfühle im Schnee. Ich glaube so, der Winter ist so meine Jahreszeit, wo ich mich am wohlsten fühle, einfach entweder drin sein, cozy was machen oder draußen, richtig draußen sein, am Skifahren, irgendwo draußen kalt, und das finde ich einfach sehr, sehr geil. Deshalb vielen Dank, dass es bei euch so gut ankommt. Kitzbühel war eine absolut gottlos geisteskranke Sache. Wir waren eingeladen im Kids Race Club, das ist so der Membership Club der reichen Leute, also wirklich reiche Leute, so Adidas CEOs, Red Bull CEOs, Formel 1 CEOs, irgendwelche Chefen von irgendwelchen Firmen, die man nicht kennt, aber ich schwöre, ich habe noch nie in meinem Leben an einem Abend so viele Richard Mills, APs, Patek Philips und Rolex gesehen, Digga. Das war geisteskrank. Aber wir waren dort eingeladen, war sehr, sehr geil. Haben absolut nicht dorthin gepasst, aber wir haben eine Zigarre geraucht mit den CEOs und das war auf jeden Fall eine Experience. Genau. Das war gut ins neue Jahr gestartet. Es steht einiges an in diesem Jahr und ich kann es, glaube ich, jetzt hier zum ersten Mal droppen. Anfangs Februar werden wir eine Streaming-Woche machen. Die erste Streaming-Woche im Winter. Wir haben ja die Streaming-Woche schon zweimal im Sommer gemacht. Das ist eine Woche, wo Milo und ich in der Wohnung sind und eine Woche lang durchstreamen. Und es ist jetzt nicht so ein Sabaton-Type-Thing. Das heißt, wir sitzen nicht nur vom PC, sondern wir wollen alles machen. Wir spielen Tennis, wir gehen fischen. Es ist im Winter, wir wollen Skifahren, Iglu bauen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man in der Streaming-Woche im Winter machen könnte, schreibt es in die Kommentare. Ich habe Bock, ein Iglu zu bauen. Ich habe Bock, Skifahren zu gehen im Stream. Es gibt einen See, vielleicht Eisbaden, könnte irgendwie so ein Daily Thing sein im Stream. Wird auf jeden Fall ein absolutes Fest, wird sehr, sehr geil. Wir werden 7 Tage 24/7 durchstreamen mit Maelo. Ich glaube vom 5. bis 12. Februar auf Twitch und auf TikTok. Es wird ein Fest, das wird sehr, sehr geil. Und dann, meine Freunde, kommt, glaube ich, die größte Veränderung in meinem Leben. Und eine Veränderung, die mir ehrlich gesagt nicht so leicht fällt, denn ich werde aus diesem Raum hier ausziehen. Mit diesem Raum hier hat alles angefangen. Das ist mein Kinderzimmer, also ich habe 2 Kinderzimmer, dieser Raum und das Zimmer da drüben, dort ist mein Bett und meine Kleider. Das ist mein Studio, das ist noch bei meinen Eltern zu Hause. Ja, ich wohne mit 24 noch bei meinen Eltern, ein absoluter Loser. Aber ja, ich werde ausziehen in meine erste eigene Wohnung. Ich wollte nach Köln ziehen. Ich habe Köln angeguckt, ich habe Wien angeguckt, ich habe Stuttgart angeguckt, aber ich werde tatsächlich nach Basel ziehen. Das heißt nicht weit weg von da, wo ich jetzt bin, aber viel näher am Flughafen, viel schneller mit dem Zug, viel näher zur Stadt, weil jetzt bin ich halt komplett auf dem Land. Ich kann am Sonntag nicht einkaufen, ich kann am Abend nach 6 Uhr nicht mehr einkaufen. Das sind alles so typische Landdinger. Ich werde ein bisschen näher zur Stadt ziehen, eigentlich schon in der Stadt, aber ein bisschen außerhalb. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das heißt, ich werde meine erste eigene Wohnung haben. Kein Plan, ob das funktioniert, wie das funktioniert, aber ihr könnt euch sicher sein, ich werde den ersten und heftigsten, was war das, Digga? Meinen ersten Sabaton auf Twitch machen, da habe ich sehr, sehr Bock drauf.
Das wird kommen. Und ja, Digga, es ist einfach krass, eine eigene Wohnung zu haben. Mit 24 ist, glaube ich, relativ spät. Wobei, ich muss sagen, mittlerweile viele Kollegen von mir wohnen auch noch zu Hause, gerade weil man halt jetzt oft studieren geht. Ist eine eigene Wohnung, so ab 23, 24 nicht mal so spät. Aber ich freue mich sehr. Ich habe so im letzten halben Jahr gemerkt, ja, jetzt wird es Zeit. Ich habe mir schon länger Gedanken drüber gemacht, aber es war immer so, ja nee, solange alles perfekt ist, ist es eigentlich geil zu Hause. Aber irgendwie, gerade wenn man so viel unterwegs ist und so, und meine Eltern lassen mich auch alles machen so, aber trotzdem musst du dann immer erklären, ja, ich gehe morgen wieder weg und ich habe das dort gemacht und das. Und dann kann ich nicht richtig streamen, weil mein Dad gerade hier das Büro dahinter hat. Alles so kleine Sachen. Und meine Eltern waren jetzt auch 3 Wochen in den USA und ich war 3 Wochen alleine hier zu Hause und ich habe gemerkt, wie geil es ist, einfach alleine zu sein. Du kannst aufstehen, wann du willst, essen, wann du willst, streamen, wann du willst, alles machen, wann du willst. Und da freue ich mich einfach sehr drauf, dass ich in meine erste eigene Wohnung einziehen kann. Ich werde sie einrichten, eine Roomtour machen hier auf dem Kanal, deshalb abonniert bitte diesen Kanal. Es werden das eine oder andere Video kommen. Und falls ihr Bock habt auf so eine Einrichtungsserie, ich habe mir das mal gedacht, aber ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Aber wenn ihr vielleicht mehr Bock drauf habt, habe ich vielleicht auch mehr Bock drauf, wo man die Wohnung leer sieht und dann wie sich das Ganze so ein bisschen aufbaut. Aber ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch nicht ein großer Einrichtungskünstler, aber ich freue mich da sehr drauf. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr sad, dass ich hier ausziehen muss aus diesem Zimmer. Ich meine, in diesem Zimmer hat, glaube ich, vor 7 Jahren alles gestartet, was ich, beziehungsweise mit Social Media auf Schweizerdeutsch oder mit irgendwelchen Gameplays. Dort hinten war noch eine Küche, dort war eine ganze Küche eingebaut. Die haben wir ausgebaut, alles neu gestrichen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich kenne viele Setups in Deutschland, aber dieses Setup dort hinten, warte, ich gehe mal aus dem Bild. Dieses Setup ist für mich, ich schwöre, ich sag's wie es ist, das ist für mich das schönste Setup. Dieser Tisch, diese Kästen, die 3 Bildschirme, die Lichter, Digga. Ich brauche gar nicht so einen krassen Gaming-Raum. Ich brauche gar nicht so einen krassen Gaming-Raum. Ich finde, es soll immer noch so ein bisschen wohnlich aussehen. Ich mag das auch für die Videos. Probiere das in der neuen Wohnung auch so zu machen. Aber ja, bin gespannt, das Ganze einzurichten. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich glaube, ein ganz neues Leben beginnt allgemein. Und das wird sich auf jeden Fall auch auf die Videos auswirken. Im Sinne von, dass ich mehr streamen werde. Ich habe Bock mehr zu streamen. Ich kann hier zu Hause nicht so viel streamen und in der neuen Wohnung kann ich dann aus dem Wohnzimmer, aus dem Schlafzimmer, aus dem Streamingraum, also Gaming, Studio, Dingsbums, keine Ahnung, kann ich rausstreamen und da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Genau. Das sind so die 2 größten Projekte, die gerade in der Zukunft anstehen. Wir planen noch ein größeres Event dieses Jahr, kann ich aber noch nicht so viel dazu sagen. Das ist noch in Planung, ist noch nicht 100% sure, deshalb will ich jetzt nicht hier schon rausgehen und sagen, wir machen das. Aber das sind so die groben Sachen, die dieses Jahr anstehen. Ich bin sehr gespannt. Ich kann euch nur Danke sagen, dass alles in letzter Zeit immer noch wächst. Ich mache das jetzt 7 Jahre, 1,5 bis 2 Jahre auf Hochdeutsch und es wächst immer noch. Auch wenn es manchmal so Phasen hat, wo es ein bisschen langsam ist. Dann hat man wieder ein paar Videos, die richtig krass performen, dann geht es wieder ein bisschen schneller. Aber grundsätzlich wächst alles. Danke an Timo, der für mich den Zweikanal geschnitten hat im letzten Jahr. Er schneidet jetzt nur noch für Stay. Genau, das sind andere Leute, die das jetzt machen. Konnte ich auch regeln, war auch sehr, sehr gut. Ja, allgemein sehr positiv. Es wird irgendwie immer größer. Es ist eine Journey, wo ich euch gerne mitnehme. Und deshalb, glaube ich, sind diese Videos für euch sehr, sehr geil, wo ich einfach so ein bisschen erkläre, was gerade läuft, was gerade abgeht. Es ist Januar, es ist noch ein bisschen ruhiger. Es war Kitzbühel, jetzt ist es bis zur Streamingwoche ein bisschen ruhiger. Und dann, glaube ich, geht es wieder richtig los. Mit Reisen und allem, vielleicht auch nochmal in die Skiferien gehen, das wäre auch geil, und dort ein paar Videos machen. Aber ja, genau, so ist in meinem Leben. Wenn ihr diese Videos cool findet, schreibt es in die Kommentare, wenn nicht, dann nicht. Oder wenn man sowas Ähnliches machen könnte, auf eine andere Art, könnt ihr das auch reinschreiben. Macht mir auf jeden Fall sehr, sehr Spaß, wenn ich einfach erzählen kann, was so gerade läuft. Genau, wir sehen uns beim nächsten Video hier auf dem Zweikanal, um nichts zu verpassen. Abonniert das ganze Ding, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.